Geschichte der 3 Schwestern. In einer persischen Stadt haben einmal 3 Schwestern zusammen unter einem Dach gelebt. Sie haben ihren Lebensunterhalt verdient mit Flachsspinnen und Schaffen auf dem Feld. Aber sie sind sehr arm gsi. Die jüngste Schwester war die schönste von allen 3. Sie hat ganz eine feine und zarte Gestalt gehabt. Und sie hat strahlend leuchtige Augen und wunderschöne schwarze Haare. Und sie war eine fröhliche und eine Liebe. Ihre älteren Schwestern, die den gleichen Vater, aber eine andere Mutter hatten, sind neidisch auf ihre Schönheit und haben sie gehasst. Einmal an einem Tag ist die Jüngste vom Markt zurückgekommen. Sie hat sich dort eine schöne Blumenvase gekauft, weil sie Blumen über alles gern hatte. «Bist du verrückt worden?» haben die Schwestern geschumpfen. «Wir haben doch kein Geld für so einen Plunder!» Da ist die jüngste Schwester still in ihr Zimmer gegangen, hat ein Rösli in die Blumenvase gestellt und ist ans Spinnrad gesessen. Sie war nämlich immer fleissig, hat vom Morgen bis zum Abend gearbeitet und hat fast keine Pause gemacht und hat doch nie gejammert. Die beiden älteren Schwestern haben sie aber dauernd geärgert. Sie hatten anscheinend nichts Besseres zu tun gehabt, als sich über ihre arme Schwester lustig zu machen, die so Freude hatte an dem Wäsli und immer dafür gesorgt hat, dass frische Blumen drinstehen. Einisch, wo ihre bösen Schwestern fortgegangen sind und sie Mutter seelenallein daheim war, hat sie grüslig anfangen. «Oh, mein liebes Wäsli», hat sie geschluchzt. Du bist meine einzige Freundin. Meine Schwestern sind fortgegangen. Sie essen Kuchen und Zuckersachen. Und ich muss da die ganze Arbeit alleine machen und muss fast verhungern. Ach, wenn ich doch nur auch etwas zu essen hätte. Die kleine Vase muss das Jammern gehört haben. Es ist nicht lang gegangen und neben der Vase sind die herrlichsten Süßigkeiten vom Orient gelegen. In dieser Vase hat nämlich ein guter Geist gewohnt, wo jeden Wunsch von seinem Besitzer erfüllen musste. Das Mädchen hat nicht schlecht gestaunt über den unerwarteten Segen. Es hat genüsslich die Köstlichkeiten gegessen. Das süße Geheimnis aber hat es niemandem verraten. Von jetzt an hat es kaum warten, bis die beiden Schwestern endlich zum Haus aus waren. Kaum sind sie weg, hat es sich die feinsten Sachen zum Essen und Trinken gewünscht. Es hat gegessen und getrunken, so viel es mögen